remember we used to do the jump away. Everybody will begin to move. Soon as Father is here. A second to guys up to me. She got the father to guys up to me. Wir befinden uns bei der Veranstaltung 100 Jahre Kunst in Bewegung von der Berufsvereinigung Bildende Kunst Österreichs. Und hier sehen wir ein Ölbild. Könnte die Künstlerin ein bisschen was über ihr Werk sagen? Also über das Bild jetzt? Über dieses eine Bild. Ja, über dieses das ist eines von 10 Bildern eines Zyklus, das ich den Physikern dieser Welt gewidmet habe. Im Besonderen Professor George Greenstein vom Amherst College in Massachusetts. Im Grunde genommen geht es dabei um Dimensionen. Dieses spezielle Bild ist zusätzlich noch Einstein gewidmet mit der Formel E ist gleich mc Quadrat im Vollmond. Und es geht, man kann es natürlich verschieden sehen. Ich persönlich habe es gemalt als zusammen kollabierenden, ach Gott, ich bin so schlecht im Reden, ich bin zum Malen da. Was soll denn der Unsinn? Okay. Die Leute sollen sich das selber denken, was sie wollen. Ja, passt recht. Nein, ich sage da gar nichts dazu. Ich sage ganz einfach nichts mehr. Ja, das passt, das ist eh gut so. Ich meine, es reicht doch, wenn es um die Wissenschaft geht und Schluss aus, basta. Es geht mir voll am Socken, wirklich. Ja, hast du recht, ich stehe auch schon in die Socken. Dann danke ich dafür das Gespräch. Ja, super. Okay, danke. Okay, tschüss. Tschüss. Das geht's eh. Ja, passt schon. Ja, man weiß nie, was rauskommt. Was ist da die Idee bei diesem Bild? Weil wenn ich das jetzt anschaue, sehe ich Geldscheine. Richtig. Viele. Ja, dann sehe ich eine Uhr. Ohne Zeiger. Genau, ich habe das eh schon bemerkt. Kannst du mir da ein bisschen was drüber sagen? Ne? Ja gut, das ist jetzt die Frage, was macht man mit diesem Haufen Geld im Urwald? Genau. Ja, ich habe mir es eh gedacht. Ist man dadurch glücklicher oder? Genau. Ja, aber bleibt jedem selbst überlassen, was er jetzt machen würde. Wird das einsammeln, aber er kann nichts kaufen dafür. Genau. Ja. Die Zeit vergeht. Richtig, wenn man es liegen lässt, wird es gefressen. Genau, das vermodert. Richtig. Ja, es geht in die Natur zurück. Auch, ja. Das ist der Kreislauf. Das ist eh gut so. Und der Kreislauf wird dann auch unterbrochen, weil die Zeiger nicht da sind. Richtig. Die Zeit bleibt irgendwo stehen. Richtig, wenn man in der Situation schon. Genau. Sehr interessant. Ich danke schön für das Gespräch. Ich bedanke mich auch. Genau. Ich bin niemand. Ich Nein, da bist bin die nicht. Gründerin von Ja. dem. Ja. Und Wie ist der Name bitte? Ja, Dr. Wallner. Na, ist genau. aber nicht so wichtig. Ja. Naja, manche Sachen sind schon Aber wichtig. wir haben in Afrika Ja. ein, glaube ich, schönes Projekt angefangen und Ja. wie die Sängerin uns gezeigt hat, ist dort das Gefühl zu Hause. Genau. Und das verbindet uns eigentlich Ja. mit den Künstlern. Ja. Und mir ist es eigentlich so gegangen, wie es, glaube ich, Künstler gerne haben. Ich komme rein, sehe ein Bild und sage, mein Gott, das muss ich haben. Ja. Also das ist, glaube ich, etwas, was man sich wünscht zu berühren. Ja. Und mit diesem Bild hat der Herr Walter Sandy berührt und ich habe gesagt, ich möchte es nach Afrika bringen. Was kostet es? Zahle jeden Preis. Und was war der Effekt? Er hat gesagt,
wir eröffnen das Künstlerzentrum unten in Afrika und ich schenke es Ihnen. Das ist schön. Habe ich Also gesagt, das hört man gern. das ist Das wunderbar ist schön. und jetzt sehr kommen schön. Sie beide hinunter nach Afrika und wir werden dort unser Künstlerzentrum errichten, weil ich glaube, das gehört zu jedem Projekt dazu. Ja. Wir brauchen Freude, wir brauchen Emotion, Intuition, alles das, was Künstler repräsentieren. Ja, genau. Natürlich haben wir auch eine Krankenstation und geben Arbeit und schauen, dass die Leute nicht verhungern, aber wir wollen sie in die Kraft und Freude bringen. Und das ist ein sehr, sehr gutes Projekt. Ich tue selber auch mitmachen bei verschiedenen Sachen. Das ist schön, Unter anderem danke. bei Slum-Kinderkunst. Denen habe ich also eine größere Stückzahl Bilder gespendet. Für Afrika, weil das hat einen sehr guten Hintergrund auch, weil die Kinder von Afrika sind so arm, dass sie also nicht einmal in die Schule gehen können. Und bei diesem Projekt zum Beispiel ist das so, dass die Bilder, die sie malen, kommen nach Europa, werden um 50 € verkauft und dieses Geld wandert zurück nach Afrika, damit die Kinder die Schule besuchen können. Weil ja das unten in Afrika im Verhältnis zu da nicht teuer ist. Und das unterstütze ich auch. Aber das, was Sie machen, ist genauso schön. Alles ist schön. Alles ist schön. Das Gegenteil. Wir schauen, dass wir einfach die Freude aus den Kindern selber rausbringen, indem wir ihnen malen lehren, sie malen lernen und die Bilder verkaufen wir hier. Und die machen das selbst. Aber das ist ähnlich, das ist interessant. Nein, es gefällt mir Nein, weil es gibt mehr Projekte, als man denkt und das finde ich schön. Ja. Danke. Und bei allem... Und wie ist der Name von dem Projekt jetzt genau? Afrika Amini Alama. Und Amini heißt Vertrauen. Das heißt, wir vertrauen dem anderen, dass er es selber kann. Sehr gut. Das ist eine gute Idee. Und welche Technik hast du bei diesem Das ist Öl auf Viskose. Auf Viskose, okay. Und was ist da die Grundidee von dem Bild jetzt? Das Bild heißt die kleine Sehnsucht. Ja. Und das sind die kleinen Sehnsüchte in unserem Leben. Ja. Ne, dass man hier zum Beispiel das Schiffchen, das gerne da mitschwimmen wird zum Beispiel. Das erinnert mich so an die Kindheit ein bisschen, weil das ist ein Papierschiff, was man sich als Kind gemacht hat, wo man nicht weiß, wo das hinschwimmt. Das ist auch so gedacht ein bisschen. Ja, ich mache einen ganzen Zyklus mit diesen Papierschiffchen, Papierflieger und diese Sachen, aus der Kindheit, genau. Dankeschön. Ja, ich danke Ihnen. Hast gelebt auch von der Kunst oder ganz was anderes? Weil ich frage immer wegen denen auch, weil viele Menschen glauben, alle können von der Kunst leben und das ist eigentlich eine große Schwierigkeit. Das ist eine Illusion. Genau, darum frage ich. Darum frage ich. Was magst du da damit? Nein, ich bin selber Künstler und interview da jetzt. Aha, weil mir gedacht habe, ich muss da. Nein, ich habe mir gedacht, man muss die Künstler auch befragen, weil das ja auch interessant ist, was die Künstler im Zusammenhang mit der Berufsvereinigung zu dieser Veranstaltung auch selber sagen. Warum mache ich das? Na, ich habe einen genialen Lehrmeister gehabt, der diese Art eigentlich neu entdeckt hat, weil das Material in die Hände gefallen ist. Ja. Das war eigentlich der Auslöser dafür. Okay, danke schön. Danke auch. Was magst du? Ich mache das, Ich mache das. Das mache ich. Das ist eine Acrylmalerei auf Stoff. Das ist Acrylmalerei auf Stoff. Und da habe ich jetzt angefangen, so weltbekannte Künstler zu machen. Und da mache ich eine ganze Serie eigentlich. Und ich mache das aber mehr so auf witzig, weil ich die Stoffe integriere in die Malerei hinein. Aber ich zum Beispiel habe mein ganzes Leben vom Malen gelebt. Tatsächlich? Ja, es geht schon, aber ganz schwer. Das ist nicht einfach. Nein, aber es geht. Nein, es geht. Es geht schon, aber schwierig. Nein, ich möchte nicht anfangen müssen damit, ehrlich gesagt. Nein, es geht. Man muss dran glauben, sonst geht nichts. Glauben dürfen. Wünschen dürfen wir sich. Ja, wünschen auch, genau, wünschen auch. Okay, Dankeschön. Was hast du hier gemacht heute für die Arbeit? Ja, auch das sollte natürlich Bewegung sein, während der Mann, sich eher statisch hier sitzt, so ist sie die Dynamik. Und das wollte ich zeigen, diesen Vergleich. Die Ruhe und eben dann die Emotion. Und die Frau bewegt sich
und lockt den Mann natürlich. So wie er ist ihn. noch etwas verhalten, Ja. aber irgendwann, wenn ich länger hinschaue, taut er vielleicht auf. Ja. Naja, wenn es wärmer wird, man weiß Wenn es nicht. wärmer wird vielleicht. Ja. Jetzt ist es ein bisschen frisch. Ja, genau. Wir sind ja Kollegen. Du bist ja die Vizepräsidentin von der Künstlervereinigung. Berufsvereinigung der Bildenden Künstler Österreich. Ja. Und ich wollte jetzt wissen von dir, Bezug auf das Buch, was ihr da genau gemacht habt eigentlich. Ja, ein halbes Jahr viel gearbeitet, ein halbes Jahr ununterbrochen Meinungsaustausch und ein halbes Jahr Information sammeln. Information über die Vergangenheit der Berufsvereinigung der Bildenden Künstler, Information über die Gegenwart, sozusagen mit der Lupe ein bisschen die Gegenwart und die Kunst in der Gegenwart, in der politischen Bedeutung, in der gesellschaftlichen Bedeutung und dann der Hauptteil Informationen über Verstorbene, aber vor allem über unsere lebenden Mitglieder. Wie du sehen kannst, Wartest du mal vielleicht es ist darüber? ein sehr umfangreiches, mehr als ein Katalog. Ich bezeichne es deshalb als ein Buch, weil es wirklich mehr enthält als nur Kurzinformationen über die Künstler. Ich denke, es ist auch der erste Teil, der historische, der mittlere Teil und in diesem Zusammenhang dann die Künstler heute, ein sehr lesenswertes und informatives Buch. Sehr gut. Weil es ist auch, finde ich, sehr interessant für die Bevölkerung auch, dass man sieht, was Künstler über die vielen Jahre gemacht haben, überhaupt. Und sonst hat man eigentlich keine Dokumentation, was eigentlich traurig ist, weil ja viele Künstler, wenn sie gestorben sind und zum Beispiel nicht bekannt sind, werden auch nie bekannt werden. Und das ist auch eigentlich traurig, weil oft gibt es sehr gute Künstler, die nie bekannt werden und bei anderen vielleicht ist das nicht unbedingt immer so. Ich sage das jetzt rein kritisch, einfach gegenüber dem Kunstmarkt und siehst du das ähnlich auch so? Ich glaube, das ist der wichtigste Aspekt, warum es Berufsvereinigungen geben muss. Ich habe vorhin in meiner Rede im Anfangsstatement gesagt, dass es einen Unterschied gibt, einen sehr grundlegenden Unterschied zwischen Berufsvereinigung, das heißt Standesvertretungen, und freien Kunstvereinen. Der grundlegende Unterschied ist der, dass es sehr viele Künstler gibt, die professionell arbeiten als Künstler, mit sehr gutem Handwerkszeug, mit sehr guter Ausbildung, aber nicht wirklich den Durchbruch auf dem großen Markt schaffen. Gerade diese Künstler brauchen aber eine fundierte Brücke und einen Meinungsträger gegenüber der Politik. Denn die Politik hat es sehr leicht, wenn ein Künstler sich schon in diese 4% der Staatskünstler den Rang erobert hat. Dann stellt sich der Politiker gern neben ihm und sagt, ach Gott, wir schmücken uns mit ein bisschen Kunst. Aber viel schwieriger ist das, in dieser Kunstpyramide die Basis zu bilden und dort unverzagt, trotz mangelnder Anerkennung weiterzumachen, seiner Idee, seiner künstlerischen Idee treu zu bleiben. Und das ist die Aufgabe, auch diese Künstler zu vertreten. Nicht nur die Spitze, sondern diese gesamte Pyramide von Künstlern, für sie da zu sein, für sie eine Brücke zu sein zur Öffentlichkeit, gelegentlich Ausstellungen zu machen. Happy birthday, happy birthday to you. Schön vor dem schönen Gebäude Schloss Schönbrunn wollen wir uns damit verabschieden. Und es war ein schönes, gelungenes Fest, Kunst in Bewegung, 100 Jahre Berufsvereinigung Bildender Künstler Österreichs. Es hat mich sehr gefreut. Mich auch. Hat den Franz Kaiser gesagt. Ja, genau. Küss die Hand, schöne Frau.